Labas vakaras visiems. Labai malonu, kad susirinkote šiandien. Man malonu labai pristatyti 5 romanų autorę Saulę Zujūtę, kurios knyga Vieno sapno istorija šiais metais Frankfurto knygų mugėje buvo pristatyta ir buvo išversta į vokiečių kalbą. Tai va, prašom, autorė Saulė Zujūtė ir vertėjas Markus Rodūner. Bitte schön. Ja, guten Abend. Es freut mich, dass Sie alle hierher gekommen sind. Ich werde das in Deutsch und Litauisch halten, das Ganze. Labas vakaras, labai džiaugiuosi, kad atvykote čia pasiklausyti tokios šiek tiek kitokios lietuvių autorės. Man pradžioj buvo ir tam tikra staigmena, kai manęs klausė, ar noriu versti tokios literatūros. Pirmiau ir pagalvojau, ar man čia tikrai bus pagal širdį ir taip toliau, ir manau, kad tai buvo vis tiek taip. Ich habe zuerst auch mich mal gefragt, als ich da die Anfrage erhielt, ob ich sowas übersetzen würde. Es ist doch etwas ungewohnt, also im Kontext sonst, was ich sonst mache, sogenannte ernste Literatur in Anführungsschlusszeichen. Aber ich habe dann gedacht, doch, das wäre doch auch mal was Interessantes, mal was anderes, sich in eine andere Welt einzuleben. Kaip pradėjai tokius iš esmės iš karto prie tokios žanro literatūros prisiliesti, nes vis tiek esi baigusi ten ir kaip ir visi ten lietuvių literatūrą, ne visi, bet daugelis autorių, ir galėjai ten eiti kažkokiu tai tradiciniu keliu, ten rašyti apsakymus tradicinius, o čia vis dėlto žanras yra toks nelabai įprastas Lietuvoje. Vokiečiai parinko labai gražų pavadinimą, čia taip taisyklingai ištarus. Spirituella kriminalroman. Taip, lietuviškai kaip ir dvasinis kriminalinis romanas taip nelabai skamba. Jeigu jau dvasinis, tai koks jau čia kriminalinis. Bet taip jau atsitiko, kad aš tą istoriją pamačiau, susapnavau epizodą. Atostogavau Pervalkoje ir taip toks ryškus sapnas, kaip mergina prie namo, kažkas turi atsitikti. Toliau tas epizodas yra aprašytas, kaip išeina vyras, jis nei gyvas, nei miręs, jam reikia padėti parskristi namo. Ir prabudau iš sapno, taip įdomu, norisi tęsinio, kas buvo toliau. Kažkaip pavyko pirmą kartą gyvenime taip save sužadinti, kad to sapno tęsinį pamačiau. Ir jau ten vyksta koks tai stiklo kambaryje, agentų susišaudimas, kažkas kažką gelbsti. Taip įdomu, iš to epizodo prabudau o kas toliau, o kas prieš tai? Užsikabinau ir pradėjau mintyse jau paskui visą dieną. Likau namie, nei vaikščioti, toliau rutuliojau tą istoriją. Ir kilo noras ją užrašyti, nes jinai man pasirodė tokia pačiai. Na va, taip ir gimė netikėtai. Kurz auch auf Deutsch, also die Ursache, dass sie für das erste dieser Bücher war eigentlich, dass sie in Pervalka war, da hat sie diesen Traum gehabt, wo eine Frau so vor einem Haus, da kommt ein Mann raus, der so weder lebendig noch tot ist, irgendwo zwischen Leben und Tod, den muss sie nach Hause fliegen. Im Buch ist das dann nach Moskau. Jedenfalls, die Geschichte war so interessant, dass sie meinte, ja, jetzt muss sie dann auch erfahren, was vorher war, was nachher war, und sie erwies sich dann als so interessant, auch beim Aufschreiben dann zu Hause, dass daraus ein Buch wurde. Bet vis dėlto skiriasi, kiek aš mačiau, ir tų knygų, vienos yra labiau to žanro, tokio daugiau kriminalinio, su tam tikrais paranormaliais fenomenais, o kiti jau labiau yra dar tokie, kaip sakyti, dvasiškesni, arba daugiau dvasinio mokymo, su dvasinio mokymu irgi susijusios. Taip, čia jau nuo vaikystės aš tokius, kaip sakau, šitas sapnas, tai aš tokius sapnus dažnai regiu.
prieš rytą būna labai ryškus, gal kaip vadinamas sąmoningas sapnas ar nušvitęs sapnas. Ir iš tų epizodų nuo vaikystės mėgdavau rutuliuoti istorijas. Ir kai kurios istorijos net po 30 metų gyvena su manimi, aš būna kartais ar sergi ir turi laiko, ar šiaip kažkaip norisi pailsėti, atsiguli ir galvoju, kaip ten toj tavo istorijai, kas ten toliau vyko, ir ją tarsi suki, kaip jungi filmą ir tau vyksta veiksmas. Ir mano draugė yra Mialba leidyklos vadovė ir vieną kartą jinai man prieš keliarius metus aš jai papasakoju apie tas istorijas, sako, užrašyk jas, esi filologija, rašyt mokė, vadinasi, jau žodis vis tiek bus kaip ir gyvas. O lietuvių kalboje trūksta tokių, sakysime, ezoterinio žanro romanų. Na va, ir pabandžiau užrašyti ir taip gimė knygos Chaoso dainius, Pažink savo pradžią ir pabaigą ir Nuo tėvo dangaus iki motinos žemės. Ich bin gerade am Überlegen. Ja. Also diese Träume begleiten mich eigentlich schon seit meiner Kindheit, dass ich immer gegen Morgen habe ich diese quasi klaren Träume, die sind glasklar, wo ich sehe, was da geschieht. Und die habe ich dann immer auch wieder, trage ich mit mir rum und komme immer wieder, entwickle sie weiter und denke sie weiter. Und vor ein paar Jahren ist dann meine Freundin, die Direktorin des Verlages Mialba, auf mich zugetreten und hat gesagt, dann schreib doch diese Dinge auf, du kannst ja schreiben, bist philologisch gebildet, kannst also diese Wörter in eine Textform bringen. Und so sind dann auch diese ersten 3 Bücher, die weniger von diesem Genre, sondern mehr dann etwas auch mit dem Sinn mit einem mehr spirituellen Inhalt, wo man auch das für das tägliche Leben lernt. Also gibt es tų 3 knygų pavadinimas? Chaoso dainius, Pažink savo pradžią ir pabaigą ir Nuo tėvo dangaus. Jos yra padėtos čia, jeigu kam bus įdomu pavartyti. Also auf Litauisch sehen Sie die Bücher da hinten, der Sänger des Chaos, also wenn man das so wörtlich überträgt. Sie sehen auch, die Titel sind dann zum Teil im Deutschen etwas anders gewählt. Das liegt am Verleger, der halt auch sagt, dieser Titel passt besser vielleicht zu dieser Serie. Und erkenne deinen Anfang und Ende und vom Vater Himmel zu Mutter Erde. Karlmeister, was geht dies im Bischgitter? Dann werden wir ein kleines Stückchen lesen, auch aus dem. Ich lese aus diesem Zusammenhang, wo die junge Frau, die ist Wissenschaftlerin, geht auf einen Kongress nach Berlin. Eigentlich wollte sie da als Sprachwissenschaftlerin einen Vortrag halten, gerät dann aber in eine Situation, wo sie vor diesem Haus diese klare Vision hat und dann auch dieser Mann aus dem Haus kommt. Das war das, was sie eigentlich vorher schon geträumt hat. Sie wusste nur nicht, wo sie es hin tun soll. Und dann sieht sie dieses Haus in Berlin. Marsha saß draußen und wartete auf ihre nächtlichen Schlangen. Im Treppenhaus war Marthas Stimme zu hören. Sie schimpfte mit den Männern, weil diese so ungelenk waren, und trieb sie an. Jana, die dumme Gans, hat beim Auftragsempfang die Fasanenstraße mit der Fasanenstraße verwechselt. Schneller, schneller, Schrank zurück und dann weg von hier. Wir sind schon viel zu spät dran. Der Kunde hat gerufen, er ist wütend, weil er warten muss. Von der Frau angetrieben bewiesen die Männer eine ungeahnte Geschicklichkeit. Ohne irgendwo anzustoßen, trugen sie den Schrank eiligst wieder aus dem Treppenhaus, luden ihn in ihren Lastwagen, stiegen ein und brausten in Richtung Kantstraße davon. Nur Minuten später kam der Mann vom Gebäudeservice aus dem Haus. Er verstaute sein Werkzeug im Kofferraum, sah sich ruhig um. Marsha spielte erneut so gut sie konnte die uninteressierte, müde Touristin, setzte sich ans Steuer, startete den Motor und fuhr dem Lastwagen nach. Kein Lichtblitz, keine Schlangen, nicht einmal ein Mann in einem grauen Anzug.
Vielleicht besucht er ja jemanden und sitzt dort gemütlich, während ich hier die Spionin spiele und das Flugzeug verpasse, sorgte sich Mascha. Sie gab sich noch 5 Minuten. Sie spürte den geträumten Augenblick unmittelbar bevorstehen, so als stünde er hinter ihr, und sie spüre seinen Atem im Nacken. Wie soll er denn vom Himmel fallen? Aus dem Fenster? Rätselte die junge Frau und beobachtete aus ihren schrägen Mandelaugen vorsichtig das Fenster im 2. Stock. Schließlich erschien der Mann doch, trat ganz einfach durch die Hauseingangstür. Nicht ganz normal, seine Bewegungen waren träge, sein Gang der eines Träumers. Mascha erhob sich von der Bank, packte ihre Koffer und ging ohne nachzudenken auf den Mann zu. Er bemerkte sie und sah sie mit einem prüfenden Blick an. Erneut fühlte sich Mascha gescannt, doch diesmal versteckte sie sich nicht. Sie wusste nicht, was sie dem Mann sagen sollte, deshalb tat sie so, als ob sie zum Eingang wollte. Als sie an ihm vorbeiging, fragte der Mann leise auf Russisch: Sind Sie Russin? Die unerwartete Frage verstörte Mascha. Woher wusste er das? Teilweise, antwortete sie der Wahrheit entsprechend, ebenfalls auf Russisch. Meine Großmutter väterlicherseits war Russin. Man sagt, ich gleiche ihr. Ihr zu Ehren trage ich auch meinen Namen. Doch eigentlich bin ich Baschkirin. Womit kann ich dienen? Ich bin verletzt, genauer gesagt von einem tödlichen Stromstoß getroffen. Mein Herz schlägt nur dank meiner Willenskraft, fuhr der Mann sachlich fort. Ich will keine medizinische Hilfe in Anspruch nehmen und auf mich aufmerksam machen. Ich muss versuchen, nach Moskau zu kommen. Dort werden unsere Spezialisten meinen Herzrhythmus wieder in Ordnung bringen. Können Sie mir vielleicht helfen, zum Flughafen zu kommen? Dort muss ich noch irgendwie zu einem Ticket kommen. Ich habe zufällig eins übrig und fliege auch nach Moskau, erwiderte Mascha erstaunt über so viele Zufälle. Aber wir müssen uns beeilen, denn der Check-in hat schon begonnen. Da, ein Taxi. Mascha hielt das Taxi an und beide stiegen hinten ein. Die junge Frau musterte ihren Reisegefährten. Ein Mann von mittlerem Alter mit ernsten, gleichmäßigen Gesichtszügen. Einen Willenskraft verkündenden Kinn und Lachfalten um die Augen. Was war mit ihm los? Der Mann spürte Maschas Blick. Er lächelte kurz, neigte sich zu ihr und flüsterte ihr ins Ohr: Ich möchte um Ihre Hilfe bitten. Meine Kraft reicht für ein so langes Aufrechterhalten meines Herzschlags nicht aus. Dürfte ich Ihre Lebensenergie anzapfen? Und wie soll das gehen? Wir werden unsere Energiesysteme zeitweilig zu einem verschmelzen, zu einem Organismus werden, fast wie bei einer Bluttransfusion, nur viel umfassender. Ihr Herz wird zum Kammerton für meines, und dank unserer beider Willenskraft wird es meine Herztätigkeit aufrechterhalten. Wenn Sie einverstanden sind, stellen Sie sich vor, wie Sie Ihre Aura öffnen und sich diese zusammen mit Ihrem Bewusstsein mit meiner verbindet. Mascha nickte, schloss die Augen und versuchte sich plötzlich vorzustellen, zu tun, worum sie gebeten worden war. Plötzlich spürte sie das Bewusstsein des Mannes neben ihr in ihrem Innern und wusste, dass die Verschmelzung stattgefunden hatte. Wie heißen Sie, junge Frau? Fragte der Mann. Mascha. Ich bin Pjotr. Lass uns du zueinander sagen. Auf den Lippen erneut ein Lächeln. Die Augen aber drückten nach wie vor Besorgnis aus. Sie spürte, dass alle inneren Kräfte des Mannes nur auf eines ausgerichtet waren: die schwierige Aufgabe, sich mit Hilfe der Bewusstseinskraft am Leben zu erhalten. Sie sehen, es wird da mit verschiedenen Dingen auch operiert, dass die Leute, die hier diese Geheimagenten, eben, ob das nun ein ein Agentenroman ist, könnte man auch sagen, dass die halt sich auch ihrer übernatürlichen oder paranormalen Fähigkeiten bedienen. Die Mascha kommt dann auch auf die Idee, dass sie selbst eben auch solche besitzt und die zum Nutzen der Sache auch benutzen kann. Publika Lietuvoje būna tokia specifinė tokių knygų, nes iš tikrųjų aš manau, kad kaip ir sakai, kad ir vertėjai, ir kiti žmonės kartais žiūri taip įtariai, kai tu vartoji tokių paranormalių dalykų, kurie nėra mūsų fizinių pasaulių apsiribojantiems žmonėms normalūs, kabutės. Kadangi aš ir pati tikiu neregimosios gamtos egzistavimu, subtiliųjų planų, subtiliųjų būtybių egzistavimu, tai
Ir mano knygos už tai ir yra toksai spirituelė tas roman, kad tai yra, kuo aš gyvenu, kuo aš tikiu, savo patirties esu įjungusi į tą knygą. Ir aš netgi manau, kad tai yra teisinga knyga, nes mūsų gyvenime daug kas ir sapnus susapnuoja pranašiškus, ir intuicijos turi. Turime galbūt ar močiučių, ar savo giminių, kurios gydyt moka, ar tai rankom, ar tai žolelėmis. Ir tokius dalykus įpiniau šitą knygą kaip natūralius. Kaip kad, pavyzdžiui, savo sunkiųjų išgyvenimų pašalinimas su sūriu, vandeniu. Arba kaip čia tas energijos palaikymas vienas kito žmogaus, esam patys bandę, tai sujungi tarsi energetiką ir tikrai ir mastosi geriau, ne veltui kartais pakvieti kokį žmogų, sakai, noriu paklausti, ir sakai, oi, ačiū, jau supratau. Nes iš tiesų kažkas atėjo, mintis susijungia tos dvi. Ar man sustojinėti ir tu versi? Sonst wird es ein bisschen lang dann, ja. Also. Ja, ich fragte Sie eigentlich, ob das ein bisschen spezifisches Publikum ist oder auch eben die Leute etwas mit einem gewissen Misstrauen auf diese hier ganz natürlich vorkommenden paranormalen Fähigkeiten. Oder meinte sie, wir wüssten doch alle, die meisten von uns haben ja Träume, die zum Teil auch relativ klar sind und zum Teil treten diese Situationen. Also ich denke, die meisten von uns werden schon solche sogenannten Déjà-vus gehabt haben, wo man sieht, ach Gott, das habe ich doch irgendwann schon mal gesehen. Meist war das in einem Traum. Andererseits gibt es, was hier auch in diesem Buch zum Beispiel vorkommt, sind die älteren Leute, die mit Handauflegen heilen oder auch mit Kräutern und so weiter, die Dinge, die wir durchaus aus unserem Umfeld kennen, die werden jetzt hier halt etwas zum Teil noch weiterentwickelt, aber man hat ja manchmal auch selbst das Gefühl, dass jemand ist neben einem und man fühlt irgendwie, dass da ein Kontakt stattfindet, ohne dass man miteinander spricht. Also diese eben geschilderte Situation von der quasi Verschmelzung der Persönlichkeiten ist so absurd oder so in keinstem Fall. Und ich denke eben, dass das Wichtige ist natürlich auch, sie gibt da ihre eigenen Erfahrungen mit dieser feinstofflichen Welt, mit dieser subtilen Welt, die im Jenseits unserer physischen Welt existieren, hier auch in diesen Büchern wieder und tut das sehr, sehr überzeugend, weil es eben ihrer eigenen auch Erfahrung entspricht. Ir dėl to, pavyzdžiui, tie žmonės, kurie, iš jūsų, turbūt vis tiek esate kas nors sapnavę sapną, kuris paskui išsipildo. Pamatai kažką ateities, ar ne? Arba būna pagalvoji apie kažkokį žmogų ir jisai tau paskambina. Tai vis tiek tai jau yra tokie dalykai iš tų subtiliųjų planų, iš kvantinės sąmonės lygio. Tai kas turi tokios patirties, tai tiem atrodo, kad čia yra realybė. Čia tikrai nėra jokios mistikos, jokios, kaip mes diskutavom, ar čia ezoterinis romanas. Aš nemanau, kad jis ezoterinis. Tai, kas vyksta mūsų gyvenime ir ką aš esu pati patyrusi. Bet jeigu žmogus neturi tos patirties, tai jam iš tiesų atrodys, kad tai yra mistika, fantastika. Tada galbūt mažiau priimtina. Ja, eben, das ist halt schon so. Wenn der Mensch natürlich überhaupt keine Beziehung zu dem hat, was über der rein materiellen Welt liegt, dann findet er meistens auch keinen Zugang zu solcher Literatur. Andererseits, die meisten von uns eben hatten vielleicht mal einen Traum oder so und dann ist das durchaus die Frage, ob das wirklich esoterische Literatur ist. Die Autorin meint eben nein, in dem Sinn, weil hier sind diese Dinge ganz natürlich integriert und die existieren ja in uns, neben uns und sind ein Teil von uns und deshalb muss das nicht irgendwie, ist nicht in dem Sinn metaphysisch für Leute, die durchaus diese anderen Ebenen eben wahrnehmen. Tai va, ir dabar aš tokią, pavyzdžiui, trumpą citatą paskaitysiu iš to, kokių aš esu įdėjusi savo pačios praktinių dalykų. Kaip Maša jau vėliau po visų tų įvykių nori, aišku, yra emociškai sukrėsta iš to, kaip jai teko dalyvauti slaptųjų tarnybų operacijoje. Ir jinai nori subalansuoti savo emocijas, susitvarkyti su savimi ir tokį ji atlieka susijungimą su protėviais ir su savo
vidumi. Po pusryčių Maša išsitraukė visas turimas savo giminaičių nuotraukas, pasidėjo ant stalo ir ilgai įdėmiai žvelgė į savo tėvų, senelių, prosenelių veidus. Po kiek laiko atsigulė ant sofos, užsimerkė ir vėl pamėgino savyje juos pajusti. Išvysti stovinčius viena ilga linija nykstančia rūke. Mama išmokė Mašą regėti praeitį kairėje pusėje. Taigi ir dabar, vizualizuodama protėvius, Maša jautė suintensyvėjusias energijas savo kūno kairėje pusėje. Ši kūno pusė įkaito, apsunko, tarsi išsiplėtė ir sutraukė į save visą Mašos dėmesį. Ausyse ėmė skambėti mirusių giminaičių kalbų nuotrupos. Akise trumpų blyksnių serija kilo atskiri ryškūs vaikystės epizodai. Noriu užmegzti su jumis ryšį, vėl ir vėl kartojo Maša. Staiga išgirdo mamos nurodymą. Paleisk praeitį, atlaisvink vietos ateičiai. Maša prisiminė vieną iš mamos metodų, kuriais ji patardavo gydytis stiprių išgyvenimų kankinamiems žmonėms. Ji sugniaužė kairį kumštį ir taip ryškiai įsivaizdavo jame laikanti visą savo praeities naštą, kad pajuto karštį ir dilgsėjimą delne. Tuomet atgniaužė delną ir mintise tarė, paleidžiu visus savo išgyvenimus, kad mano sukaupta praeitis galėtų pasitarnauti kitiems. Pakartojo tai kelis kartus. Kai kairysis delnas nustojo kaisti, Maša nukreipė dėmesį į dešinę pusę, kuri atstovavo ateičiai. Dešiniuoju delnu ji įsivaizdavo traukiant į save energijas iš ateities. Ir mintise kartojo, pritraukiu savo palankę ateitį, kad pokyčiai galėtų įvykti kuo sklandžiau ir paprasčiau. Dabar užkaito dešinioji kūno pusė ir dešinysis delnas. Kai nustojo jausti iš dešinės į ją tekančias energijas, Maša baigė šį seansą. Ji suprato, kad tai buvo protėvių šiai dienai skirta pamoka. Ji iš tiesų stovėjo kryžkelėje tarp seno bei naujo ir troško išeiti į naują savo gyvenimo etapą kuo lengviau. Aš naudoju, man padeda. Tarsi iš tiesų, psichologinis metodas, paleisti ir kažkaip esame įpratę, kad kairė ranka yra praeitis, nors tai tikrai nebūtinai yra ir kitų metodų, kur atvirkščiai rankas traktuoja ir aš taip paleidžiu viską, kas čia man reikia, tuščios vietos, reikia išsituštinti kaip tam podeliui DAO sistemoje. Tuščias podelis tik tai gali priimti naują informaciją. Tai va. Ja, das wäre manchmal gut, wenn man sich einfach der Dinge entledigen kann, was da aus der Vergangenheit gekommen ist. Manchmal läuft man ja mit zu viel Gepäck rum. Tai va, tai šitos vieno sapno istorija ir jos tęsinys degančios rankos. Vėlgi po šitos knygos ją išleidome ir skaitytojai klausė, kas toliau, na ir tada ir man įdomu, kas toliau. Bet kol man neteina tas susapnuotas epizodas, aš negaliu rašyti, aš nekuriu pati istorijų. Ir pusę metų laukiau, kol jau šį kartą Palangoj vėl gera tokia vieta iš tiesų ir energetiškai švari. Ir vėl susapnavo vienas epizodas, iš kurio išsirutuliojo Mašos brolio Amiro tolesnis gyvenimas, kur vėl dalyvauja Maša, šiek tiek detektyvo, šiek tiek gyvenimo. Ja, da fragen eben die Leute, was passiert dann weiter. Und da die Autorin die Dinge nicht schreibt so, dass sie sich einfach hinsetzt und schreibt. Sie muss im Prinzip eben diese Träume haben, die ihr zeigen, wie es weitergeht. Da war sie einmal in Palanga und da träumte sie von Amir, dem Bruder von Maša. Es geht dann in Baschkirien weiter, einer relativ exotischen Region für Europäer, ja. Sogar für die Litauer vielleicht etwas exotisch, ja. Fast am Ural oder knapp
Ja, im Ural im Prinzip, ja. Da geht es dann mit ihrem Bruder weiter, auch etwas mit Agenten, detektivischen Elementen, aber etwas weniger und mehr im Sinne der persönlichen Entwicklung. O čia antrą irgi vokiškai parodysim. Vokiškai dar neparodysim, jau yra išversta irgi ir ruošiama kitais metais. Kažkaip, kai prieš porą metų buvom Frankfurto mugėje su Vielbos leidyklos vadove, pristatėme mano knygas ir susidomėjo vokiečių leidykla ir jie nusprendė pradėti nuo šitos serijos, nors yra kitos 3 knygos storesnės ir jau, sakyčiau, sudėtingesnės, nes jose jau yra daugiau to mano dvasinių išgyvenimų, tos pasaulėžiūros ir tokios metafizikos. Tai jos vėliau bus irgi planuojamos leisti. Habe ich genug zu tun. Turėsiu ką veikti. Turėsiu ką veikti. Gut, jedenfalls, dieses Buch ist ja nicht der Anfang dieser čia 3 knygos yra iš viso. Kol kas yra 2, bet jau turiu 3, kurią irgi rašysiu, kaip tęsinį. Im Moment sind 2 davon in Litauisch schon. Das zweite ist ebenfalls schon ins Deutsche übertragen. Das kommt dann nächstes Jahr beim selben Verlag Aurinia, der sich in Frankfurt angefangen hat, sich dafür zu interessieren, diese Bücher auch in Deutsch zu veröffentlichen. Da es im deutschsprachigen Raum eigentlich wenig Bücher gibt, die diese Geschichten in Geschichten verpacken, die auch etwas spannend sind oder so. Und das war vielleicht auch ein Mitgrund. Turbūt irgi buvo vienas iš priežasčių, kad šitos knygos gana yra, aš sakyčiau, lengvai paskaitomos, tokios su plotu, su viskuom. Ir kad anos yra vis dėlto so sudėtingesnis. Weil es gibt noch andere 3 Bücher, die dann vielleicht später geplant sind, auch auf Deutsch, die sind auch da hinten und sind etwas dicker. Jos irgi romano forma, bet gal kai daugiau tos metafizikos apmąstymų, tai aišku, reikia giliau skaityti. Sind ebenfalls Romane, aber da ist sehr viel mehr von spiritualistischer Erfahrung drin und andererseits auch metaphysische Dinge, die schon die theoretische Richtung gehen. Das wird dann doch etwas schwieriger. Im Moment bin ich nämlich an einem Text, der sehr, könnte man sagen, theoretisch in dieser Richtung ist zu übersetzen. Das ist dann doch etwas schwieriger, muss ich als Übersetzer sagen. Das war ein Vergnügen. Das andere ist noch etwas mehr Arbeit. Ćemo kaip ir smagumas tokius versti, o tas yra daugiau kieto darbo, vis dėlto nemažai jo yra, kai arkanus verti. Gal publika turi irgi klausimų? Čia kalbam nesustodami. Rusijoje vyks ir ar turit gal ryšių su Rusija ar Baškirija? Ir pati rūpinosi, galvoju, tauta Maskva, taip Lietuva, ne visai šilti santykiai, galbūt ne visiems patiks, bet negaliu pakeisti. O Rusijoje esu pati daug iš tiesų buvusi tarybiniais laikais ir Maskvoje, ir Peterburge, gal dėl to ir ta šalis tokia. Tai Baškirijoje nesi. Nesu, bet man norėjosi iš tiesų, kad tai būtų herojus ne rusas. Ta moteris yra labiau Baškirė. Ir jos brolio už tai istoriją rodau, paskui antra knyga jau vyksta Baškirijoje, nes norisi parodyti tas tautas irgi, kurios išsaugoja, kaip mūsų Lietuva turi labai daug dvasingumo ir tų senųjų tradicijų. Tai Baškirijoje aš kažkaip taip žiūrėjau, iš kur galėtų būti kilus mano ta herojė ir pajutau, kad ten galėtų būti tų schamanizmo dar tradicijų ir senųjų protėvių. Ja, die Frage war gerade, warum Moskau, ob denn das? Und sie meinte auch, es wäre etwas problematisch aus dieser Sicht, dass das Verhältnis zwischen Moskau und Litauen war ja zumindest, ist auch jetzt noch nicht das wirklich Beste. Aber sie hat es so gesehen und dann kann man da nicht irgendwie was ändern, Berlin und Moskau. Aber die Heldin ist ja keine Russin, sondern eine Baschkirin. Auch aus dem Grund, dass diese Tradition des Schamanismus, der, sagen wir, ursprünglichen Spiritualität in dieser Gegend durchaus noch lebendig ist. Also auch in Tschuwaschien, in dieser Gegend, gibt es sogar noch praktizierende Schamanen. Also, Liudininkas Markas, ne, žinai, kad...
Šito Gennadieri tätä jegu neklistu vuosama, to DJ Poeto Russo. Soviel ich weiß, war die Tante von Gennadieri, dem großen Dichter, auch einer Kat vis del tematikos ir taip toliau reikia įsiskaityti ir pačiam, nes tai nėra visiškai svetima, tai man niekada nebuvo, tai tie dalykai. Tik atskirų gal kai ar sakinys, kokia konstrukcija pasitikslinti. Bet dėl tų dalykų, kas čia vyksta, kokie fenomenai yra aprašomi, tai nebuvo svetimi dalykai ir dėl to aš manau, kitas vertėjas, kuriam tai yra visiškai svetima, arba kuris net atmeta galimybę, tai ar jis verstų, būtų klausimas dar. Gal skaitę žmonės, ką nors gali pridurti, matau porą, kurios... Gal ne klausimas, o tiesiog pasidalinimas mintimis. Bet ta knyga, jinai yra ne tiek paprastinimas, jinai yra kažkokia tarpinė. Tinka ir tiem, ir kurie grynai fiziniam pasauliu gyvena. Jie priima kaip nuotykį romaną, o tie, kurie skaito daugiau, priima. Das war eine gute Bemerkung, eben, dass dieser Roman wahrscheinlich eben nicht nur für Leute ist, die an etwas feinstofflichere, subtilere Welten glauben, beziehungsweise nicht glauben, sondern die überzeugt sind von deren Existenz, sondern auch das kann auch für jemanden, der durchaus Materialist der kann das dann als Abenteuerroman lesen oder als Agentenroman. Und das ist irgendwo, macht auch den Charme aus, dass es nicht so extrem in dieser esoterischen, in Anführungszeichen, Welt ist, sondern es ist durchaus, das kann man sich alles vorstellen. Bei einigen Dingen schaut man dann vielleicht etwas, aber also das kann man wirklich tatsächlich gut als agentenroman. Gal tai ir gerai, nes gali skaityti skirtingi sluoksniai. Tie, kurie nepripažįsta, ima kaip kokia ar fantasy, ar tiesiog, kurie jau suvokia, tai tie savo praktiškai taiko, pažįstu žmonių, kurie iš karto, tai jau prisitaikiau savo tą vandens, druskos vandens, kaip čia vonė netgi pasidaro. Tai žinom tą tradiciją, kad druska ištraukia. Ir kad jeigu yra sūdytas vanduo, pavyzdžiui, vonioj, labai sveika grįžus iš kokio nors ten ar vakarėlio, ar ten, kur daug rūkė, jeigu nori nusiplauti, ir kažkas nepatiko, sodos, druskos, panirai visų kūnų, visą galvą ir iš tiesų veikia. Tai čia tokie paprasti praktiniai dalykai. Andere wenden dann die praktischen Dinge, die hier beschrieben sind, zum Beispiel sagte sie mit dem Salzwasser, wo man quasi sich die inneren Probleme los wird, da sie aushaucht. Meinte sie aber, es ist auch im ganz materiellen Sinn, wenn man irgendwo von einer Party, wo viel geraucht wird, nach Hause kommen, am besten mit Salzwasser waschen, dann ist das weg. Užkart tą knygą mane paėmė ir užkart paimti, visai kitaip, pradeda nukeisti. Priartina prie to natūralų žmogaus prigimties jausmų. Ir tikrai suteikia, aš manau, pasiteikia daugam tokia mintis kaip virkštelė, kartais žmogus neranda kur kreiptis, kur prašyti pagalbos. Bet knyga tikrai yra labai stipri. Ir dar aš noriu pasakyti, man labai patinka Saulės lietuvių kalba. Aš ją labai žaviuosi ir tada žavisi tokį pasakyti su vienu labai tyra kalba. Labai kada tam, kad taip ir girdėti žmonės taip kalba, taip naudojat lietuvių kalbą. Ačiū. Labai džiaugiuosi, kad knygai Šiaurės sparnai, kad ji nuskrido į Vokietiją ir tikiu, kad tai sparnai nuneši dar kur nors ir kitur, ir kitas šalis irgi. Tai va, tikėsimės. Tai linkėti sėkmės. Ačiū. Paversim. Das. Ja, eben das.
Ja, was mir auch, das ist auch mir aufgefallen, was die Dame gesagt hat, dass dieser sehr positive Grundton, das ist ja sehr selten in der litauischen Literatur von heute, der sehr viel zynischen oder in diesem Sinn Grundton, was ich zum Teil auch nicht schlecht finde, aber es ist ja schön, dass man etwas, was irgendwo, und nicht mal auf künstliche Weise, sondern einfach in diese positive Richtung hin sich entwickelt und dahin zielt, den Leuten irgendwo einen Funken Hoffnung vermittelt. Und das andere, was sie gemeint hat mit den Flügeln, die es nach Deutschland getragen haben und hofft natürlich auch in andere Länder, aber das sieht man. Und ich denke, Leser finden sich auf jeden Fall, weil eben wie der deutsche Verleger gemeint hat, es gibt sehr, sehr wenig, das in einer ansprechenden Textform dieses Genre vertritt, an deutschsprachiger Literatur. Nicht den reinen Kriminalroman, sondern den mit spirituellen Elementen. Ja, dann danke ich allen. Haben Sie noch sonst Fragen? Dar klausimų? Esu filologė, tai jau lyg ir moku lietuvių kalbą, bet redaktorė, kai redagavo šitą knygą, sako, kiek pas tave rusizmų. Kažkaip man įsijungė rusiškas mąstymas matyti ir pati stebėjausi, kad tai taiso, kur aš tikrai niekada taip nerašyčiau, bet iš karto matyti, kokios tai beveik vos nerusiškos mintis ateina ir tada pati savo vertinė taisyklingai, tada vertėjai apsunkini gyvenimą. Daug lengviau skaitosi. Paskui sureguliuoja, suredaguoja. Nuverčiant vėl taip normaliai. Energijos rašydama ir tas skaitytojas iš karto pasiema tą visą vaizdą ir jis iš karto irgi toje istorijoje yra. Tai tas gilumas gali būti ir nuo tų vaizdinių. Wahrscheinlich schon, dass es etwas sehr lebendig der Text ist, wegen dass man die Bilder klar sieht, die du da reingetan hast, beim Leser wieder ankommen. Was ist der Unterschied zwischen spirituell und esoterisch? Du hast gesagt, Ja. spirituelles Buch, esoterisches Buch, was ist der Unterschied? Kur čia skirtumas tarp ezoterikos ir spiritų? Ezoterika, tai jeigu versime pagal tai, ką jinai reiškia, yra slaptas, kažkas slapto. O spiritualė aš labiau suprantu kaip dvasinis. Tai kas yra einam į savęs suvokimą, į sąmoningumą, tai man labiau norėtųsi taikyti žodį dvasingumas negu tas ezoterikų. O ta ezoterika tik kaip iš senų laikų tokia atėjusi gal tradicija. Sie mag ja selbst sowieso eher das Spirituelle als das, weil esoterisch ist eigentlich vom Grund her, was das Wort bedeutet, etwas quasi geheim. Kaip slapta labiau, tai kas užsiliepta nuo kitų. Quasi eine Geheimnachricht, eine Geheimwissenschaft, eine Geheimkenntnis. Und das Spirituelle hat ja mehr mit dem Geistigen, mit dem, was man fühlt, spürt, denkt, zu tun. Aber im Litauischen ist das eben das Problem, dass man da, sobald man wahnsinnig sagt, geht es zur Kirche und dann passt natürlich hier wieder nicht. Und im Deutschen kann man ja sehr schön den Unterschied machen zwischen geistig und spirituell. Oder spirituell hat schon wieder eine andere Konnotation zumindest als das geistig. Oder geistlich ist dann noch eins, was noch was anderes ist. Ir šiaip tas terminas man ezoterinis, man jie visi, aš rašau ne terminams, o tiesiog rašau. Paskui reikia kažkaip sudėlioti, kas čia per literatūros tipas, visada problema. Ich meinte, ich schreibe auch nicht für die Terminologie, sondern ich schreibe mal das, was ich gesehen habe und die anderen können sich dann überlegen, wo sie es hintun, in welche Schublade. Und das war der deutsche Verleger, ob der Bet gerai, taip, čia vokiečių leidėjas parinko tokį, kad... Also ich meine, das passt sehr gut, was der Deutsche... Lietuviškai keistai skamba, dvasinis kriminalinis romanas. Koks ten dvasia kriminalė, bet juk mūsų gyvenimas kupina situacijų ir tikrai ir dramatiškų, ir tų pačių nelaimių atsitinka, ir tų tragedijų. Ir jeigu jas sugebame tas situacijas spręsti, pasinaudodami savo vidumi, susikaupę į didesnį sąmoningumą, tai iš jų paimam patirtį daugiau pozityvios negu negatyvios ir galbūt tai mums bus ne stresas ir ne tragedija, o galbūt gera pamoka. Su terminais yra sudėtinga, nes
In welcher Auflage ist die deutsche Übersetzung erschienen und in welcher Auflage das litauische? Žinai, kokiais tiražais čia pasirodė? Ne, nežinau. Vienas ir kitas. Sie weiß es auch nicht. Lietuviškas tai 1000 buvo išėjęs egzempliorių, o Das litauische 1000. Taip, o vokišką nežinosiu, tik leidėjas žinau. Bet galima ją įsigyti ir per internetą, yra tas vadinamas kaip ten elektroninė knyga ir pirktis. Jūsų Ja, visi die turite Bibliothek hat taip. dann auch ein Exemplar, auch vom Deutschen. Ir padovanojom kelis, kad turėtų. Und sonst kann man es eben auch, ich glaube, es hat sogar hier auch noch, und das kann man auch als E-Book, gibt es natürlich jetzt auch in der modernen Welt, und auch als Buch kann man das ohne weiteres erwerben. Das ist, glaube ich, nicht mal sehr teuer. Nelabai brangi, kiek aš žinau, Vokietijoje. Vokietijoje apie 10 eurų, tai kaip mums tai atrodo brangi, o jiems tai turbūt... 10 Euro, das ist für deutsche Verhältnisse nicht überrissen. Elektroninė turbūt ar? Elektroninė gal ir pigesnė, tos papirinės tik tai brangesnės. Ačiū tada visiems. Mums buvo tikrai labai įdomu susipažinti su šito, kaip čia pasakyti, dvasiniu tokiu romanu, kur dar nebuvo galbūt ir pristatymo mūsų bibliotekoje. Ir labai labai dėkojame. Labai ačiū, kad pakvietėt. Prašom. Čia suvenyrai nuo mūsų bibliotekos. Ačiū. Tikėsimės, kad ne paskutinį kartą padarysim kitos knygos pristatymą. Kai išeis antra dalis, tai jau.